Goedemorgen, Lebenswasserkirche. Welkom thuis. Ik begin de eerste ondervang met de bekommerking. Jona wordt in 29 klok 6 en klok 8 s'avonds hier bij Lebenswasserkirche, waar we een Lebenswasser-aanbetung oefend haben. En zij wil die Mutter sprechen, hoe die vrienden en familie aan de Rüte komen. Er wordt zweimal even gespeeld worden, so klok 6 en klok 8, er worden krak even rein zijn. So kom bruut van een goede tijd van aanbetung en er wordt een goede weg zijn om onze 21 deel van Fastenbeten te merken. Hier bij Lebenswasserkirche sagen wir sind gemerkt für Gemeinschaft. Das ist ein von unseren Werten hier bei dieser Kirche. En hierom eine grotere Kirche ist es schwer, Menschen kennenzulernen und Gemeinschaft bühen mit Freunden. Sag mal die Anlage, wenn ihr noch nicht Part bist von einer kleinen Gruppe, dann können die Informationen dazu die abschreiben zum Part nehmen ohne kleine Gruppe. Kleine Gruppe ist eine Gelegenheit für die Menschen kennenzulernen, für die ganze Familie, einmal den Weg taub zu kommen, die jeden vielleicht Onkelstaub, oder die haben Kaffee, knacken Sud, spielen Games taub und die bieten Gemeinschaft einer mit den anderen. Sag mal die Mutter sprechen, schreib die ab für ein Part annehmen ohne kleine Gruppe. Oder wenn die Part bist von einer kleinen Gruppe befehlen, von was immer ihr sehr Erkenntnis zu merken, vielleicht bist du weggetragen oder die Post eindacht, die wäre nicht mehr, dann schreib uns von der uns Lebenswasser WhatsApp-Nummer oder gehen die Informationen dash und dann wollen wir uns an Kämmern, die in eine neue Gruppe zu finden. Interessiert diese Idee von Mithelfen bei Lebenswasser Jugend aus und Jugendleitern? Weil wir haben eine ganz besondere Gelegenheit, was hier ist aufgegangen und wenn die interessieren das, zu mit Jugendlichen schaffen, vielleicht die allein oder vielleicht bist du befriedet mit deinem Mann oder deinem Friedhof. Und so hier ist eine Gelegenheit, dass die Part annehmen und die Lebenswasser Jugendleiterschaft. Wenn die darüber interessieren, dann fällt wieder die Information des Gundas, zum die abschreiben, zum Part annehmen und Lebenswasser Jugendleiterschaft Team. Jona wurde in 24. Klok 7 Service die Lebenswasserkirche, da wir eine neue Klasse anfangen, was besonders angereicht ist für Jungs und Männer. Diese Klasse wird eine Videoklasse sein, das wird auf Englisch beigebracht worden. Und so hier ist das Video für die Klasse. This is going to challenge you as a man more than anything you've ever done in your life. Don't think of it as a battle you're just fighting for yourself. It wasn't just for us, it was for our family. You'll renew the structure of your mind. It's the way you think. When we realize trying harder is not going to work and we understand grace, then all of a sudden we can start moving into sweet revenge. And as I watch the Conquer series, I not only believe what they're saying is true, but I think it could be true for me. It works. It's freeing men. So we can be more than a conqueror for our daughters and for our sons. Nu dag, Jona wordt in 19 en klok 7 Service, da wir mit euren Klassen anfangen. Diese Klassen nennen wir Eint. Diese Klassen worden für Fahrwerk angehen und Dag hier bei Lebenswasserkirche. Und die wirst du nicht vermissen. Lade deine Freunde an, Rüte kommen, und wenn das ein guter Weg, dass du kannst investieren in deine Einheit. Wir wollen von verschiedenen Rednern hier in unsere Leiterschaft-Teams. Und so komm Brüder, nu Dag, klok 7 Service für Eint. En dan nog te laat wil ik die gleichen denkt haben, dat Vision Retreat en Living Intentionally Bika zijn te verkaufen die de Information dash. So wenn ihr interessiert bist für nur den Gottesdienst, geh die Information dash und du kannst die ein von den Bika kaufen. Das sind alle Bemerkungen für diese Werk. Dankeschön für Anhören. Guten Morgen, Lebenswasser, wie frei und so von da waren alle taub zu sein, Gott loben zu preisen. Vara und dine arms, du satt mig auf den Fausta Grunt. Du hältst mich und du lässt mich niemals los. Du hebst mich einmal Vara an. Oh mein Gott, so gut, du darfst nicht ab von mir. Oh, der Friede Funk, wenn deine läuft für mich. Oh, mein Gott, so gut, die darfst nicht ab von mir. Oh, der Friede Funk,
versprachst, Jesus, du hältst dort. Du bist gut. Ich preis dich nur, solange es auch gut ist. Du bist gut. Sieh nicht ins Gute, seh nur, ich sing nicht. Du bist gut. Mit dir begrüßt du doch in deine Freiheit. Du bist gut. Wo du versprachst, Jesus, du hältst dort. Du bist gut. Ich preis dich nur, solange es auch gut ist. Du bist gut. Oh mein Gott, so gut, du darfst nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Läufe für mich. Oh mein Gott, so gut, du darfst nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Läufe für mich. Oh mein Gott, so gut, du darfst nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Läufe für mich. Oh mein Gott, so gut, du darfst nicht ab um mich. Oh, der Friede Funk, wegen deiner Läufe für mich. Sieh nicht ins Gute, seh nur, ich sing nicht. Du bist gut. Mit dir begrüßt und ab in deine Freiheit. Du bist gut. Wo du versprachst, Jesus, du hältst dort. Du bist gut. Mag es dich nur, solange es auch gut ist. Du bist gut. Gott ist gut und hij leeft, hij is opgestaan vom dood. En mijn dood habe jeder Tag frisch Hoffnung. Und du frei wie uns, so soll er tun, wie uns gerne du abverloten. Stein war hier alt, abgestunden, Jesus lebt. Sei der Heim, sei der Feind, voll der Wunden gleich. Abgestunden, Jesus lebt. Oh, Jesus lebt. Amen.
sind vergift, wir sind vergift. Dort wo ich vermacke, durch sin Blut allein, dort ist vor dich, dort ist vor dich. Den Einfluss ist schon, läufst rein und drauf, wir sind vergift, wir sind vergift. Dort wo ich vermacke, durch sin Blut allein, dort ist vor dich, dort ist vor dich. Heilig, dein Kraft in mir Kraft an, heus soll ich vermachen. Ja, Jesus, heilig, dein Kraft in mir Kraft an, heus soll ich vermachen. Ja, Jesus, lebt. Ja, Jesus, lebt. Gott, Dankeschön, dat du gerade hier bist, mit uns taub. Und dat wir täglich hier mit dir taub sein. Dein Leben lebst du auf so einem Weg, dat wir auch wieder täglich leben haben. Du stirbst für uns. Du jäufst uns, wat uns wird fehlen, zum ein Leben voll abhaben. Und du sei wie so dankbar für von dir. Wij zijn dag bracht wie nie Leute nennen, dat heute echt läuft. Dat redt van wat wir als Christen und Gläubige doen. Und wie frei uns von da, dat waarom mit ihm taub zu singen. Ik geloof aan het bloed van Jezus, wo mij met grenzen snij. Ik geloof aan de kracht van zijn woord, dan merkt je brechen heil. Ik geloof dat de vloek van zin dat je breken, als de stein wordt weggeramd. Ik geloof, oh ik geloof. Je biedt mij voor die hart, ik stoor met touw vertrouwen. Ik word dine schoonheid zijn, en ik stehe wo ik niet vind. En dort wo ik kan go, en dort van wo ik kom. Ik word dine schoonheid zijn, en ik stehe wo ik niet vind. Ik geloof dat wij worden vallen, dan wie vallen op onze knieën. Ik geloof dat noemen wordt goeden, en de blinken worden zijn. Ik geloof dat de poorten van huis schaden, van de trooit om van te zien. Ik geloof, oh ik geloof. Hier wie ik mij voor die hart, ik stoor met touw vertrouwen. Ik word dine schoonheid zijn, en ik stehe wo ik niet vind. En dort wo ik kan go, en dort van wo ik kom. Ik word dine schoonheid zijn, en ik stehe wo ik niet vind. Sing nur zu den Dachstag, sing nur zu den Sings, zu alle Generationen. Check wat haft de har je doen, sing nur zu den Diester, då längst je kom. Sing nur zu den Falkar, check wat haft de har je doen, sing nur zu den Dachstag. Sing nur zu den Singen.
bieg mig för dig har. Jag står med tå förtrun. Jag på dine skönhet sein. Ja, det steg du äg mig feg. En dag hvor jag kan gå. En dag från hvor jag kom. Jag på dine skönhet sein. Ja, det steg du äg mig feg. Jag bieg mig för dig har. Jag står med tå förtrun. Jag på dine skönhet sein. Ja, det steg du äg mig feg. En dag hvor jag kan gå. En dag från hvor jag kom. Jag på dine skönhet sein. Ja, det steg du äg mig feg. Herr min Gott, wann ich besäuen Wunder, wo du die Welt in deine Allmacht mögst. Ich sei dir stets, ich kehre leder rumlin, die ganze Schöpfung red von deiner Kraft. Dann singt mein Hart, mein Bruder Gott nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hart, mein Bruder Gott nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. En wann ich denk, wo Gott sein einziger Sinn läuft, schickt an und Kreuz, kann dort nicht verstehen. Dort Heu und Kreuz, ganz willig bitte lieben, Heu Blut und Stoff, zu meine Sinn betont. Dann singt mein Hart, mein Bruder Gott nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. Dann singt mein Hart, mein Bruder Gott nur dir. Wo groß bist du, wo groß bist du. Wann Jesus kennt, med dödsropet den kjolen, nämnt min och hus, då frö min hårt vart sen. Jag ber min dörr, en dag mot far min rara, en bruttan ut, min God för gröt bäst du. Dann ses min hårt, min rara God nur dir. För gröt bäst du, för gröt bäst du.
wirklich nicht verstehen, wie groß du bist. Uns Hort singt nur die, wenn wir so denken, was du hast getan, fandst, dass du den Sehen schaust. Du möchtest uns frei, du starrst von uns, du stündst ab. Und du reizt für mich, du hast Himmel und Erde gemerkt. Und danach weißt du Krieg von mir an. Wir können das wirklich nicht verstehen. Und unser Hort und unsere Seele, der singt bloß zu dir und sagt, Dankeschön, Dankeschön Gott. Wie groß bist du? Wie kann das nicht sein? Aber du bist groß, du bist leibhaftig zu uns. Und du hast uns frei gemerkt. Dankeschön, Dankeschön dafür. Wir loben dich, wir preisen dich, wir sind dir Gott. Amen, Amen. Wer wir Jesus eine Hand geben? Jesus ist Gott, Amen. Jesus ist Gott. Hey, ich kann dir ein Tool sagen. Welcome alle hier. Ich freue mich, dass ihr seid noch Lebenswasser gekommen. Ich freue mich, dass ihr in diesem Gottesdienst hier seid mit uns taub. Dankeschön für euch kommen. Wenn ihr seid hier angekommen, die ja sind, ich hoffe, ihr habt hier Schein mit uns taub von dir. Wenn ihr seid zurückgekommen und steht nicht hier was, was auch geht, vielmal Dankeschön für mit uns taub sein. Und auch für all die, die uns checken online, vielleicht seid ihr hier in dieser Gegend, vielleicht seid ihr wieder auf. Some von euch weiter, die checken uns, wenn ihr kann nicht hier sein, wenn ihr Krankheit ist. Dankeschön, dass ihr mit Lebenswasser taub seid, mit dieser ganzen Familie taub und bloß horchen, was Gott hat zu sein und am Loben. So, welcome alle hier. Wir sind in den 7. Tag von unserem 21. Tag von Beten und Fasten. Wir tun 21 Tage beten und fasten als Kirche. Und jeder einer kann für die Dinge beten und fasten, was immer ihr will, was immer ab jeden Ort ist. Zeit nehmen für dort, bloß diese Zeit nehmen und dich bei Gott sein und noch am Horchen und bloß anstehen im Gebet. Und so ich wünsche euch, dass die gute Zeit ist, hier wieder gehen in diese 21 Tage von Beten und Fasten. Diese Werk, wo wir besonders checken noch unsere ganze Umgehend, unsere Community. So wir geben uns den Idee, bet für diese ganze Gegend. Bet für jeden Dorf, bet für diese City, für unsere Stadt hier, unsere ganze Umgehend. Vielleicht hat Gott ab den Hort geleicht, um zu beten für den Nummer, für den, was nächste Jugend wohnt. Vielleicht kann ihr den nicht, vielleicht soll ihr den kennenlernen, was immer das ist. Wir beten für unsere Community. Wir beten, dass das was sicher bleibt, wir für die Autorität beten, was in dieser Gegend uns etwas sein wird. Und wir beten für Weisheit und Beschützung. Ich will auch den Mut merken, dass wir beten für die ganzen Ideen, was dann kommen an die Gegend, was der Arach ist. Vielleicht sind das Gesetze, was dann kommen. Vielleicht hat das ganz zu tun mit dieser Gender Confusion. Menschen nicht mehr weiten, wer sie sind und all die Dinge. Wir müssen abstunden beten als Kirche. Wir jeden dort beten und bloß für Opprechtlichkeit beten. So ich wünsche Ihnen viel Mut in dort. Ein anderes Ding, was ich will sagen, so hastig trägt noch den Announcement, was ihr sahen on Video, was das für Jungs und für Männer. Das ist ein Video, Klaus, was wir will geben, das nennt sich ein Conquer Series. Und das ist really für alle, aber wir wollen das mal tun für Männer, das ist especially für Männer und für Jungs. Und das handelt sich alles wo zu wachsen und wo zu rein zu bleiben in unsere Gedanken, mit unserer Technologie und all das. Wo haben wir ein bisschen reines Leben für, in das sexuelle Leben und all das. Wenn ihr befreit sind, das ist für ihn. Wenn ihr in der Reitbergen zu befreien, das ist für ihn. Bis wo haben wir rein Leben. Ich habe das durchgegangen mit meinem Sehntaub, meiner Frühtaub. Das ist ein sehr, sehr gutes Ding. Und so ich will euch als Mann ein bisschen Mut merken. Seid euch ab, kommt hier an zu der Klasse. Und wir wollen nicht schief checken und jeden wundern, was sei je durchgegangen oder wo sei je bin, dass jemand in diese Klasse kommt. Mir würde das da surprisen, wenn ihr nicht würde hier sein, wenn das wirklich ein Kampf für alle Männer. Every man's battle. Das ist ein Kampf von uns alle. Und wir wollen bloß mit ihnen taub diese Dinge lernen. Und wir können ein freies Leben und ein reines Leben leben, wenn es kommt bei der ganzen Sexualität. Und so kommt hier an, hört diesen Video. Und aber ich würde Ihnen sagen, signt up in den Informationen dash. Geht dahin, schreibt Ihr Nummer dahin. Und dann wollen wir ein Bücherreit haben. Das ist ganz einfach, kann bis dahin gehen und vielleicht some Notes nehmen. Und bloß wo ich kann lernen und wo ich kann wissen, wo ein reines Leben zu leben. So sei uns hier auf der Klasse. Nächste wird Pastor John wieder gehen an unsere Reihe von Botschaften, was sich handelt von Gebet. Stelt je voor dat dus een man en die is bij de arbeid. Hij schaffen wird en heeft door wat aardig gedaan bij de arbeid. Vielleicht
Slutmäßigkeit, oder ich sage, ich hab gepasst, und ist da was anderes gegangen. Ich rechte sei uitgegrünzt von seinem Wirt. Am Euert het innerlich säuer, aber wenn es der Wirt ist, kann er nicht reden. Und so hat ein Haus mit dieses Euernis in sich. Und Tuesday früh, der hat ein bisschen Trouble gehabt über da, und es hat Onkels nicht gereut, dass er in das Haus kommt. Und dann bloß da ab. Kriegt die Früh sei uitgegrünzt. Und so die Früh, sie redet nicht frei, oder sie will nicht, oder weiß ich nicht, wenn sie will euch nicht euer, merken sie das. Aber innerlich euert sie sich sehr. Der Mann hat nur eine Bootstube, und kommt der 8 Jahre schon jung an, mit Blatt geschaut. Klingt der Flur, was sie aufgewaschen, das war ein Blatt, und sie bloßt ab. Kriegt der 8 Jahre schon jung, sei uitgegrünzt, und sie fuhrt ihn an Uhren, lädt ihn rüt, und schreckt ihn uit. Aber der Junge weiß nicht reden, wenn er will nicht nach Schach kriegen. Bieten für der lichte Hund. Als er da vorbei geht, dann kriegt der Hund mit einem Fout gerüscht, dass er Futflecht. Und der Hund brüllt ab und er euert sich sehr, aber er will nicht den Jungen bieten. Und er hängt sich auf durch einen Kutter und er muss den pissen lassen. Na, diese Geschichte hast du noch vielleicht niemals krass das aufgedreht in deinem Heim, aber sehr ähnlich. Weet je, wir sagen einmal so eine Dinge, dass wir tun den Menschen tun andere Weih. Und so wie wir uns benehmen, wenn wir unsere Autorität sind, und da passiert was wir glauben, was arg ist, und wir können nicht reden. Von daher will ich ein bisschen an das Thema reden, besonders schon gedacht, dass von Beten und Fasten. Und ich bin mir ganz überzeugt, dass some von uns hier, wenn wir mal 100% opprechtich wären, dann würden wir sagen, dass wir sind verstrahlt mit Gott. Du hast was passiert, aber wenn Gott Gott ist und er ist in Autorität und zu Gott reden oder zu Gott da sein, da fällt sich auch recht, da fällt sich das Mord nicht und wir haben gelehrt, dass es nicht macht, sondern holen wir das an uns. Aber wir holen das nicht wirklich an uns, wenn wir sind frustriert und wir sind sozusagen voll Druck und dann passiert noch ein klein bisschen was mit einem Mensch und dann geben wir ab. Und dann kriegt der Mensch dort. Und so will ich von der Mut merken, dass in den Beten und Fasten, dass ich den Zeit nehmen, gut mal mit Gott allein, irgendwo im Wald oder wo immer du ab Lüdes kannst zu Gott reden, und dann sagst du mal krass, was du denkst von ihm. Hier hat sich vielleicht meistens ein bisschen funnig. Ich meine nicht, dass wir sollen Gott respektlos behandeln, oder wir sollen Gott dumm sein, oder uitfliegen, oder eins über das steht. Aber diese Leute, Personen rum die leiden einmal, wenn du bist frustriert mit Gott. Und das ist wichtig, dass wir uns lernen, dass wir ob sind mit Gott, dass wir mit Gott vertrauen können. Gott ist groß genug, um deine Gefeile sein. Und weißt du, deine Gefeile hier, er weiß nicht, wo die das geht, er weiß korrekt, wo du die feilst. Gott hat uns gemerkt, als feilende Menschen, sprechen in 20 Sachen nur, jetzt sich in euer ganz Hand, aber ein weiser Mann hält sich treu. Na, das hört sich meistens, das war eine Sprachpflicht, was ich sage, aber weißt du, was ein weiser Mann das? Der hält sich treu für euer, aber der ist mal up mit Gott, oder vielleicht mal up mit einem Mensch, alle von uns, fehlt es einmal an einen Mensch, mit wem wir können durchsagen, und bloß mal krank sein, wo das ist. Und wo wir uns feilen. Einmal können wir das nicht in euren Partner, wir können das nicht in Prediger, wir können das nicht in Menschen, und wir können das nicht zu Gott. Und dann baden wir das euer ab in uns. Some von uns früher was Kerken, die haben Domschaft, das war ein anderer, Domgruppen, Domschaft, das ist weit von euch geredet, nicht? Und so ist der Druck zu hoch gegangen, einmal das Tagsel am Tag gehabt, oder eins sowas. Meine Großmama, da wären die Erdschalten, die hängen mal von Tag. Mein Großsohn, der dort steht dreimal eine Baskelreif abpumpen mit einem Air-Compressor. Die wird einmal ganz voll gewesen. Und ich hatte in der Saal geredet,
hat sei Knallzeder. Und so der Hälfte wir nicht mehr fixen. Und dort ist einmal was passiert mit uns, wenn wir sind so unter Druck oder wir sind so unzufrieden vielleicht mit wohin denken es geworden in uns Leben. Reiche sagt, gebe Gott die Schuld, aber das wäre uns nicht blödes zu sein, sondern die Menschen dort, wo dran sind, und dann über Verhältnisse zwei merken, oder upprieten sie zu sein, was nicht mehr zu patchen geht. Oder wenn es zu patchen geht, die nur, die bleibt immer. Und so das ist wichtig, dass wir lernen, an sich Pfeile nach Gott bringen. Na, wenn wir das respektvoll tun, aber alle von uns sind einmal in uns Leben ab ein von uns Strang so zu sein. Wir wissen nicht, wohin das passiert ist. Oder wir wissen nicht, wir finden uns nicht traurig mit diesen Dingen, die in uns Leben passieren. Dass ja viele Menschen von der, die von Gott sind weichgegangen, wenn sie geben Gott die Schuld für die Dinge, die nicht reich gegangen sind in ihr Leben. Aber vielleicht waren sie heute, wenn das Mann, was bei der Arbeit von Wirt ausgegrenzt kriegt, wenn der bei einem Haus fuhr, nach der Vater ein Haus fuhr, wenn der hat sich ein Betit genommen, hat vielleicht zu seinen Stier fertig, man stellt sich hier reden, und er steht zu der Früh. Aber er hat sich Zeit gelassen, um den Druck im Bett rauszulassen. Dann wird der ganze Abend im Heim ganz anders gewesen. Und ich glaube, some von uns, some von Jünd, ich sehe mir ziemlich sicher, some von Jünd hier, die gleichen Gott nicht so, ja. Na, die wollen ein Christ sein, wenn die wollen nicht verloren gehen, aber mit Gott eine enge Gemeinschaft haben, mit Gott Freund sein, dort nicht. Because er hat was getan, was ich glaube, was seine Schuld ist, aber ich kann nicht drüber reden. Und so ist dort Druck in mir. Und so ich merke Verhältnisse zwei von Menschen, ein Ding, was mich von mir selbst, das tollste, oder was ich das schlechteste leiden kann, das ist, wenn ich antworte, dass ich den Menschen bieten, wenn ich sie frustriert mit Gott. Menschen, die das wollen tun, dann andere wollen. So, wenn wir opprechtich sind mit Gott, in der Schrift, ein von den Dingen, was ich gleich von Gott sein Wort, das ist, dass Gott sein Wort ist opprechtig. Dort wisst uns ein Mensch seine gute sieht und der schlechte sieht. Und nicht bloß dort, aber dort wisst uns auch Menschen ihre emotionale Dinge, weil Gott hat uns gemerkt, als emotionale Menschen. Und so wie haben die Pfeile. Gott hat uns so gemerkt. Wir haben ein Buch in der Bibel, ich weiß nicht, ob ihr mal gelesen habt, über Klagelieder, Lamentation, was immer spricht, reden oder lesen. Aber das ist ein Buch, was das Leben, was das von Jeremia geschrieben. Und weißt du, Gott sein Volk ist in die Gefangenschaft hineingeholt. Jerusalem ist versteht. Das Bild, was ich habe, das ist ein Bild erst, dass Jeremia sagte, wo er mal war. Und er rot und er beklagt sich vor Gott, wenn Jerusalem, er kijkt über Jerusalem, der Stadt Gottes, der ist verbrechen. Dort redet ja, dass viele Städte von, das ist aufgebrannt. Viele Menschen sind umgebracht worden, die anderen sind in die Gefangenschaft eingeführt und das merkt kein Sinn. Und Jeremia beklagt sich bei Gott. Lest mal Klagelieder, Klärlieder mit dort Bild im Sinn. Und dass Jeremia beklagt sich bei Gott. Und weißt du, beklagen und grunzen, das sind zwei verschiedene Dinge. Wir können grunzen und negativ sein und alles tun daran, aber wir können mal oprechtig vor Gott kommen und mal vertrauen, wo uns es geht. Uns mal ein bisschen beklagen. Mal am Vertrauen, wo die Dinge nicht reich sind. Na, wir haben noch ein Buch in der Bibel, das ist sehr bekannt, ich hatte mal davon geredet, ich will von der ein bisschen checken, nur Hiob. Ich glaube, Gott will uns gewisse Dinge lehren durch das Buch Hiob. Eins ist, dass das Gift ein gerechter Mensch was schlechte Dinge belebt. Da passieren dumme Dinge zu einem gerechten Mensch. Wir sind ein bisschen so angestellt oder ein bisschen so abgetrocknet vielleicht, dass wenn du was Arigkeit in dein Leben, das sind Eugleich, oder du kriegst eine Krankheit, oder du killt wer tot, oder so eine Dinge steht. Ich wundere, was arig ist mit der Familie. Das sind Dinge, die die einmal sind durch den Kopf gedreht. Vielleicht, wenn du abgewaschen bist, das schlicht bloß ans menschliche Ding. Das wird zu Jesus in der Zeit wird so, dass
Wenn du Krankheit wird, dort meinen sie viel, da wir sind, oder da wir einen Fluch habt der Familie, so dann ist dort. Wir haben von der ein ähnliches Ding, wie nan dort anders, aber es ist das Ding. Und wo wir das von der an erst, du hast nicht nur Glauben. Wenn du nicht Glauben hast, wird Gott dich heilen. Wenn du nicht Glauben hast, wird das nicht passiert sein. Wenn du nicht Glauben hast, dann wird ihn sehen nicht ausgekillt. Dat krijgt het zelfs je denken als van wie zijn door zinnen die in leven door passiert die, wat die passiert. Dat heet zich bloß Jesel, je want we dat geloven aan. Maar dat is het zelfs je denken. En zo in Hiob zijn familie. In de Geschichte van Hiob, nog een ding wat God installiert, is dat er zijn twee Herrschaften. Du hast Gott seine Herrschaft und den Teufel seine Herrschaft. Na, mit dem meine ich nicht, dass die sind rein und Blecken steigt, no. Aber Gott lässt den Feind gewisse Freiheit. Und so in Hiob, in die Geschichte von Hiob, der Teufel kriegt Freiheit von Gott, das ist mir auch möglich, um zu denken, dass Gott und der Feind sozusagen einen Bund merken, oder dass sie sich bereden, was sie mit Hiob wollen tun. Nog een ding wat het Buch Hiob ans leert, als Gott is in control en de ganze Geschichte, wann, wir würden sagen, if all hell breaks loose, like, wenn der Hell losbricht, so zu sein, so ist in Hiob sein Leben, Gott ist in control. Und wenn Gott auch für 38 Kapitel stellt, wir, der Feind, der bloß ganz korrekt dort, wo wir Gott den Frieden gibt. Und so das ist noch ein Ding, was das Buch ans leert. Aber wollen wir mal checken, was das sagt von Hiob. Sagt es dit. Da wir einmal ein Mann in das Land Uz, der heißt Hiob. Der ist ein bisschen so am Korridor. Dort wie ein Mann, der mit nichts zu beschuldigen wir, und immer das Rechte tut. Na denkt ihr mal nach, du bist ein Mensch, mit wem nichts zu beschuldigen wird. Keiner von uns ist es dort. Und so Hiob wird euch ein vollkommener Mann. Aber Hiob, wie ein gerechter Mann in der Schrift, merkt einen Punkt davon, dass Hiob wie ein guter Mensch. Das sagt, er hat Ehrfurcht für Gott und das nicht schlechtet. Und so, wenn wir die ewige Port von Hiob seine Geschichte lesen, müssen wir das im Denk halten. Hier ist ein guter Mensch, belebt beide Dinge. Ein guter Mensch verlässt alles. Nicht ein schlechter Mensch, nicht ein Sünder. Ein guter Mensch. Und so Hiob verlässt alles. Wir wollen die Verse nicht alle lesen. Er verlässt ihn haben Gott, er verlässt ihn Gesundheit. Und dann in Kapitel 2, dann kommt zum ersten Mal sozusagen der Rewe Gefeile über dir. Weet je, wie kann noch, en Hiob dat van stootje, wie kann noch einmal alles bedaten? Oh ja, prijs dem Herrn, der Herr hat het genomen, der Herr hat het gegeven, der Herr hat het genomen. De naam van dem Herrn soll geloofd zijn. Dat is wat Hiob sagt. Ik wil je een vers wijzen, wo hij zegt dat we gaan Gott gekregen, zullen we niet geschlechtet nemen. En zo dat heet zich geestlich, aber door het waschen fingen we al eenmaal de rewe emotionale dingen. En Hiob 2:9. Dan kwam zijn vrouw nog Hiob en zei, was je nu ook nog immer zo truhartig, zo'n truhartiger Mensch zijn? En er bleven, vlieg Gott eenmaal uit en dan storf ze. Nou weet je, wie dann diese Früh einmal vielleicht einen schlechten Namen geben? Also wir nicht so jästlich als Hiob wir, wenn Hiob sagt, you know, Gott hat gegeben, Gott hat genommen, Gott sie Luft. Mit der Früh, das hört sich so kalt, das hört sich so gottlos, like was dann haben wir so ein früher Mensch sein, like du hast ja rein alles getan, du hast immer gegeben, du hast immer gedacht in die Zeug, du hast all dein Leben angegeben, zum ein Prediger sein oder zum ein Diakon sein oder was immer das ist, aber du hast so sehr Gott gedacht. Check mal, was du hast. Vielleicht Gott mal ut und dann stirbt, like Seid am Laufen und stirbt, das hört sich gottlos, das hört sich kalt. Aber färbe die Früh um ihre Basis schmieden, weil wir erst mit in der Schau gehen. Diese Früh hat alles verloren. Sie hat auch gehabt, Gott alle verloren. Nicht bloß dort, sie hat auch Begräbnis, sie hat von Tieren von ihren Kindern. Alle zugleich begruft. Ich kann mich dort nicht verstehen. Wir haben hier in der Gegend einmal vielleicht, wo ein Accident war und es sind mehr in eine Familie totgeschlagen. Aber noch niemals hat ein Begräbnis zu sein, wo 10 Kinder von einer Familie, alle zugleich, saß schon ungeschätzt worden. Diese Früh, der wieder.
Nu hat sie einen Mann, der krank wird, der wir im Todesbad sozusagen. Und weet je, von der frühere Zeit zu der Zeit, wenn Mann und Jungs ist tot werden und haben Gott weich wird, dann hat früh kein Weich im Leben mehr. Und so das alles, was fair ist. Ich glaube euch, dass sie gottloser wie aus Hiob. Aber emotionale Dinge, die kein bisschen euer fair aus Mann sind. Hiob sagt es dit. Okay, nu is ik met verbissen. Dan komt zijn vrouw nog Hiob en zegt, worst du nu ook nog? So dat is wat de vrouw zegt. In Psalm 130 zegt, uit een allerdiepsten haar roep ik naar die. Dat is wat deze vrouw doet. Uit het diepste hart. Dat zegt ze dit in Psalm 6. Mijn ziel is ganz verlegen. Wo lang, o Herr, wo lang? Nou weet je, in deze tijd hier, Hiob is krank, zijn vriend komt eraan. En dat zegt de vriend, ik kan hem niet meer. Hij moet een kranker bezorgd, je had den mensen in je zonde deel gekend. En je had al lang niet gezien, die goede moet bezeken, dat krank je was en dat is huid en knerkes. Die kent je niet meer. Dat is wat hier passiert. En zo Hiob zegt het door, zij zaten door voor 7 dagen op eerd, zeiden niet een woord, zijn vriend. En door maak als deze vrouw een tijd was. En door maak schrikt ze naar God en ze wondert, wo lang? Nou, wie kennen alle mensen wat krank zijn en vielleicht een krankheid hebben wat onheilbaar is. Veel weiter dabei en wie vrouwen ans Emma waren, wo lang? Wo lang? En dat is wat de psalm staat. Maar dan hier in Kapitel 2, 10 zegt het, en Hiob zei te haar, als te zijn vrouw, du jetzt kriegst uns eine unvernünftige Früh, wenn Gott uns was Gutes schenkt, dann nehmen wir das willig an, soll wir dann nicht auch das Schwore von ihm annehmen. Und so Hiob versündigt sich und all das nicht. Hier ist das Ding, Hiob hielt sich jässlich. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass Hiob ist so ein Farsen oder so ein Sein, als wir am Begrafnis gleich zu brücken. Und wenn wir den verloren haben und dort, dann weil wir haben, das sollte jässlich hier. Und so dann sagen wir, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, schreiben dort aber an so Karten und so weiter, das hielt sich jässlich. Kann auch nicht fertig ein Begrafniskort sein, wo Kapitel 3 boven wir von Hiob. Because in dieser Zeit zwischen Kapitel 2 und Kapitel 3, da passiert was mit Hiob. Du hast Hiob einmal bei einem Bergpunkt. Und ich weiß nicht, ob du mal mit einem von den Strang gewesen bist. Vielleicht ein Ding passiert in deinem Leben und das geht nicht wieder. Oder du hast eine unheilbare Krankheit in deiner Früh, dein Mann oder was immer. Das ist so arg. Dat is hoe Hiob is. Dan is hier dat eerste wat zegt, veracht hij den dag als hij geboren werd. Dat hield zich nu al een beetje anders als de Herr jeft, de Herr neemt en zo'n dingen. Nu zegt hij, ik wens, ik weer bij clean gestorven. Ik wens, dat had niet zo'n dag gegeven, mocht er niet zo'n dag zijn en wanneer ze zeiden dat we een kind hadden, of dat er geen licht zijn voor zo'n dag of zo. So Hiob veracht den dag. Hij zegt, ik wens dat we niemals een dagje was, wo ze zeiden, ik wil geboren. Hier is ik suicidal, dat het niet? Hier is het niet zo dat hij het leven mal eng merken? Wo is dat gebleven? De Herr heeft gegeven, de Herr heeft genomen. God zij je loopt. Hoe is het gebleven? En weet je, lied, Hiob is opprechtich. Hij heeft er nu voor 7 dagen op eerd gezeten. Keiner heeft een woord gezegd. Zijn vrienden zaten in de oren, die schatten zich eer op den kop, die rieten ihre Kleider twee. En dat zegt, dat ze sagen, wo Säuer Hiob lieden muss. Nicht ein Sünder, nicht ein böser Mensch, nicht ein Mörder, nicht ein Abbrecher. Der ganz gerechtste Mann im Land. Dat is wie Hiob weer. En weet je, Gott will uns leren, dat bloß wenn du ein so handgegebenes Kind Gottes bist und viel Glauben hast, hast du keine Garantie, dass die nicht wollen Dinge passieren, was wollen sehr schwer sind. Und so Hiob sagt, ich wünsche, ich will beklein gestorben. Mocht der Tag im Düstern verschwinden. Mocht Gott im Himmel den in uns auswaschen.
Und weet je, wann wir das Kapitel wieder lesen, er sagt sogar, ich wünsche in den Kalender, wie das Tag führt, wo ich geboren wir. Na, das hört sich meist gottlos, das nicht? Aber das ist gut. Hiob ist opprechtich für Gott. So ist uns einmal fehlt. Because wir können noch so Halleluja schreien und Gott sei Dank sagen, Gott wird einmal sagen, mit Gott sich durch, nicht euch gerüten, sich vor euch. Das war ich. Und so das später, wenn wir uns Dom sozusagen den Druck rütloten für die Baskelreif abdewert. Ich muss mir gerade sehen lernen, dass wir holen, dass du nicht bloß noch dort 200 Pfund bist. Der Reif ist nicht für das Gebüt. Und so Hiob, er beklagt sich. Und einmal sind wir nicht opprechtig mit uns selbst. Einmal haben wir vielleicht zu tun, wenn wir haben gelehrt, das ist auch. Einmal haben wir zu tun mit, dass wir wollen haben für Menschen, das soll ich so hören, wir sind geistlich. Was immer die Ursache ist. Aber some von ihnen gleichen Gott nicht sagen, wenn er hat was getan, oder die Leben hat, und du hast noch niemals durchgeredet mit ihm. Und so, wenn wir aufrichtig sind mit Gott, in uns beten und fasten, wenn wir aufrichtig sind. Er sagt wieder, warum sehe ich nicht bei der Geburt gestorben? Wohin haben sie mich bei klein nicht bloß abortet? Wohin hat meine Mama mich nicht bloß aufgedreht? Das ist von der auch viel Wort. Warum darf Gott leicht für die, die miserablich ist? Warum darf er die alles besser als dort leben? Und so wie ich uns feststellen, Hiob in seine Hütenknirkes, die Körper fällt schwer und haben Gott verloren, Kinder alle begruft. Und wenn man das in miserabler Zustand gibt, sind wir einer. Und weet je wer wir? Der reichste Mann im Land. Gott selbst sagt das, wenn wir das lesen. Ich habe das nicht gelesen, aber er sagt selbst. Und dann kommen wir bei der Frau, sind der Gottlose Beter auf. Ich weiß nicht, mal in der Lehre warst, aber ich stelle mich vor, some von ihnen sind, wo du glaubst, dass alle anderen Menschen es besser als die. Weißt du mal was? Kein anderer hat so schrecklich viel Trouble als ich. Kein anderer hat so schwer als mich. Das ist, wo Hiob ist. Warum leben die Gottlose Gruse wieder? Die waren alt und kriegen immer mehr Macht. Weißt du, wer die Gottlose werden? Die, die Hiob alles fortgenommen haben. Like die Räber, die Stähler, die Hiob alles weggenommen hat, die wohnen dort in einem anderen Land und leiten sich dort schein, mit Hiob sein haben Gott. Hiob sagt hier unten ist ganz krank. Ich kann ihn feststellen. Sie dürfen sein, wo Kinder, die wird kommen und kann sich zu ihren Großkindern freuen. Weißt du, was Hiob in seine Früh für sich hatten? Keine Kinder, keine Großkinder, keine Geburtstagsmeier, keine Helge, die auch sein, wo die Familie in Haus kommen. Alle dort, alle weg. Und so Hiob checkt noch andere Lieder und sagt, weißt du, Jana, die lebt ein gottloses Leben, hat eine große Familie, lebt sich an mein haben Gott einen Tag, und der scheinen Gott sitzt so sehend in mein Leben als ganz der Pit. Ich wünsche, ich bin klein gestorben. Sie sind sicher in den Hüsten ohne Angst, sie waren nie nicht von Gott geschlagen. Wow. Brück je noch mal das Wort nie nicht in Ärmer und all so eine Dinge? Weet je, wenn wir in so eine Lehre kommen, dann sieht es so, dass andere Menschen, die das immer besser, die sind immer besser auf, die haben immer mehr Gleich. Bloß ich sehe, die was all das eigentlich hat. Bloß ich sehe, die was, like Gott macht, was je mich haben. Habe ich mal gedacht, dass vielleicht auf Gott was je die? Oder hast du einen Fluch auf deine Familie? Weet je, verschiedene Gedanken drehen in den Kopf, wenn wir sozusagen mit eng von den Strang kommen. Und so dann ist es wichtig, dass wir dort nicht abbuddeln und uns dort nicht einen Druck von uns werden. Weet je, wer und ihr lieben das? Unsere nächsten Menschen um uns. Und so in unsere frustrierte Gefühle
mit unserer Familie am dollsten leiden. Psalm 73 sagt, ich wie aufgänstig von der stolte Pucha, als ich sag, wo Gott der Gottlose dort ging. Wow, hast du mal so gedacht, Mensch, wohin fällt ich Gott? Ich sehe in die Kirche an, ich deine, ich gebe 10%. Und Jana, was ohne Gott lebt und gottlos ist und vielleicht noch alle Hunde angereichte Geschäfte drieben hat, den der Gott, da ist recht, da darf nie, hier nie fort, und ich komme, hat so ein sehr Jammel wiederkommen. Ist dir mal da in den Kopf gedreht? Weet je, dat is wat passiert in onze Gefühle, wenn wir mal ganz oprechtig sind. Wir wundern, like, all Jahre, Jahre später. Und so der Psalmist hat das selbst die Erfahrung, was hier. Er kijkt naar de Gottlosen, er sagt, was scheint dir das jetzt? Und dat in gouden Tag leben. Dann sagt die haben keine Schwul, die sind in Charpe, gesund und stark. Wow, kriegt das Gegenteil von was hier passiert. Und so hier wir krank, er hat Schreef, er hat schwer, was immer das ist, was immer Krankheit wir alle von der haben. Aber weißt du, andere Menschen, die het besser als mich. Und so, wenn wir so dort denken und wir fangen Menschen uns dort zu behandeln, dann bist du, was ist das deutsche Wort, like, ab Englisch nennt das Resentment, like du kannst Menschen nicht leiden, oder du die Menschen wirst gleichen Menschen tot zu sagen, because die ihre Chinas die. Und du bist ein Christ und du hast Gott gedient und du hast alle Scheife von Ecobank gerät und meine Arns verhält. Und die Nova, was ein gottloses Leben lebt, die kriegt eine rote Arnt. Weißt du, wir können viele Beispiele bringen, aber alle von uns sind mal hier was. Und dann sitzen die Nächsten, den ihre Schein, die haben alle Paste. Die haben nicht Trouble, so als andere Menschen, und die sind auch nicht so geprägt als andere Menschen. Und so der Psalmist checkt nur die gottlosen Menschen. Lest ihr mal Psalm 73. Er sagt, ich sie meist gefallen. Ich habe meist korrekt Gott verloren. Ich habe meist gesagt, weißt du was, Gott? Dankzij dat die chante zuiver sluiten. Wegen das. Wenn Janem ja das Gott und mir ja nicht so gut. Und so der Psalmist sagt, wir meist gefallen. Lest den Psalm mal. Psalm 73. Als ich das alle probiere zu verstehen, wird das undreckend für mich. Na weet je, hier kommt ein Punkt an, den will ich Ihnen von dir mitgeben. Wenn ich kann dir nicht versprechen, dass dein Leben, wenn du auch eine göttliche Person bist, du läufst Jesus und du hast Glauben, dass nur Schlechte wird für dich passieren. Das ist eine von den geradsten Lehren im Christentum, von der und lehrt die meisten Menschen weg von Gott. Die Lehre, dass wenn du nicht Glauben hast, dann wirst du gesund sein und reich sein. Das ist eine Ehrliche. Und so, wenn wir versehen, dass bei sind in dieser Welt und wo das zu mir passiert und ich sehe doch ein Kind Gottes und ich habe mich angegeben und ich habe das erreicht und ja, alle. Hier wird der reichste Mann im Land. Und so, wenn wir das versehen zu verstehen, dann waren wir sehr mutlos. Und so dann sagt er, Barak in Gott sein Heiligtum nennen, und du verstehen können, was die Gottlose von einnehmen. Und so das, was ich will mit Ihnen mitgeben von dir. Wenn wir oprechtig sind für Gott, da sind Dinge in uns Leben, was wir nicht verstehen können, da sind Dinge in dieser Welt, was wir nicht verstehen können. Aber ein Ding verspricht Gott uns, dass das Leben ist nicht das letzte Kapitel. Und als der Psalmist sieht, dass all das Schein und all das Fahrt war und all das gute Deel haben, all das fein Leben für die Gottlosen, das nimmt auch ein Eng. Und weet je, wenn wir in Lieden sind, dann fallen wir so, das wird all niemals nicht mehr ändern. Ja, dann geht es scheinen zu mir, alle anderen geht es scheinen zu mir, bloß ich mal das und das schlaft sich wieder Jahr für Jahr für Jahr, für immer. Aber das ist nicht. Das kommt dann ein. Und so Hiob in sein Gott. Und weet je, Gott kommt nur Hiob. Und er sagt Hiob, wer glaubst du, dass du bist, dass du mein Verhaben und Verstellt mit wir, den nicht anhält. Dann weet je, dat hiert sich meistens Gott ist da, lieber Hiob, als van Hiob viel zu strufen. Ich glaube Gott. Aber Gott kommt rein mit Hiob und er sagt, okay, wir wollen mal ab ihrem zu reden. Like, du hast zu mir geredet, du hast gesagt, ich würde dich falsch und ich will dich tun und dass die das tun. Und dann werden wir bereit sein, wenn Gott zurückkommt und sagt, hier ist, so sieht es aus. Verhalt dir aus dem Mond, sagt Gott. Und horch einmal
Ik wil die Frauen stellen. En zo Gott stelt aan Frauen. Lees je mal hier op 38 bij 1 kapitel. Dan zegt hij weer, wo wirst du als ik? Wo wirst du als ik? En weet je, dan gaat Gott weer en dan zegt hij, wo wirst du? En dan heeft hij een lange striep van dingen. Als ik de Weltmilch, als ik den Schneemilch, als ik den Heelmilch, als ik den Blitzmilch, als ik alles, wo wirst du hierop? Weet je wat Gott deed? Gott zegt hierop, weet je wat, ja, ik kan verstaan dat du hast emotionale dingen, die zijn zeer reif, die zijn zeer wat je doen. Maar weet je wat? Ik zie in control. Ik zie de schepper van hemel en aarde. En ik wil je dit metgeven van jou. We hebben niet opgeven in die tijd waar we zo feilen dat alle andere mensen het beter en dit wat ik daar gewoon moet en dit lijden. Lijkt dat zo erg. We hebben dan denken dat God is God. Vielleicht is stel een tijd in ons leven, dat kan zijn. Maar hij is in control, hij is de schepper van hemel en aarde. Ik wil je gleich een paar vers lezen. Ik wil het niet genomen, ik wil het plus hier lezen. Dit is wat Jezus zu seinen Jüngern sagt. Na, diese Versen hier, die sind im Umfang von Lieden gegeven. Dit zijn Versen, die brauchen wir für Menschen trösten. Aber wenn wir dann denken, dass Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, dass die waren verfolgt worden, die waren angestoppt worden, die waren doodgemerkt worden, die waren von der ganzen Welt gehasst worden, keiner wat je lieden kan. Dat is der Anfang von dieser Versen. Und so dann werden wir uns dann sagen und sagen, all uns Lieden, all unsere Krankheit, all die Dinge, die wir nicht verstehen können, alles, was je in uns hat, wir haben noch einen Feind, wir haben noch eine Welt, was je in uns ist. Und so all diese Dinge, was je in mir sind, was ich von dir nicht verstehen kann, wo ich von dir verdrießlich was wir dich hineinstellen. Er sagt es dit. Laat je nicht das Hort beanruien, Johannes 14. Laat je nicht das Hort beanruien, gleift an Gott und gleift an mich. In mijn Vader zijn huis zijn veel woningen. Want dat niet zo wie wat ik je dat gezegd heb. Ik ga also gaan, je in de stad eruit te merken. En wanneer ik gaan ga, je in de stad eruit te merken, waar ik terugkom, om je door hand nemen, waar ik zie. En zo wat ik wil zeggen met dit is dat nu in de maat van een district lag. Geloof aan God, geloof aan Jezus, als het zijn merkt dat niet. Maar dat is een eeuwigheid. Nou, ik weet 80 jaar, dat fällt sich noch eine Ewigkeit, wann wir in Lieden sind, oder wann die Dinge in ons Leben passieren, die nicht recht sind. Aber das, wo du nu bist, das ist nicht das letzte Kapitel. Ons Lebensbuch hat noch ein ganzes Kapitel, oder wie kann sagen, noch eine ganze Ewigkeit. Und so werden wir nicht nu abgeben. Aber ich will die Mut merken. Wenn du hier von dir bist und du bist nicht so ein Freund mit Gott, wenn du bist geraten und du bist nicht wirklich Freund mit Gott, wenn du glaubst, Gott hat könnt was verbieten, was nicht hat, oder Gott hat könnt vielleicht anders handeln, oder dass das zu mir passiert ist, dass Gott gibt nicht dran an mir, was immer du denkst. Nimm dir mal eine Zeit, sag die Dull mit Gott und dann sagst du mal, krack, wo du die fehlst. Aber in dein Vertal, wenn wir mit hier op Top treiben hier kommen, wo wir sagen, ich sei nicht das ganze Bild. Aber ich glaube an Gott, ich glaube an Jesus und ich glaube an die Ewigkeit. Wenn wir nicht wegen Trouble, was wir hier haben, Jesus waschmieden. Wenn wir nicht, wenn wir nicht von dir verstehen können, Jesus waschmieden. Wenn wir lieber mit Gott reden. Und den Druck in uns zurücklassen, dass wenn wir auch in Frauen leben und wenn wir auch in Dingen leben, was wir nicht erklären können, was wir nicht verstehen können, dass wir nicht die Baskelreifen Romans alle abkrachen, wenn wir zu viel Pressure haben. Amen? Wir wollen uns von Gott holen. Wo immer die Lehre ist. Ich würde fragen, dass ihr abstehen. Himmlischer Vater, Dankeschön für, dass du uns lieb hast. Herr, wir kommen einmal in Dinge an, wo wir nicht feilen können, dass du uns lieb hast. Wir kommen vielleicht einmal in Lehren an, wo wir so viele Frauen haben. Und wir wissen nicht, wo so das ist. Aber wir lernen von Hiob, von dir, Herr, dass wir opprechtich mit dir und du wirst opprechtich mit ihm.
En hier komen am hingersten eng dooruit. En ik bid, Herr, dat u ons verschalten, dat we worden aan die leven, dat we ons worden aan die houden, en dat we de eeuwigheid worden im Sein houden, wanneer de dingen in deze wereld nichts zijn meer. Dankeschön für dat u ons lief hast. Help ons oprechtig zijn met die. Dat beten we in die Namen. Amen. Das Prayer-Team ist hier fair, wenn ihr ein Gebet fehlt, vielleicht kämpfst du mit was. Aber hat einen guten Sonntag, einen guten Weg. Dus jij nu dan over hij leeft me, ik kan vriend. Hij is mijn kracht, hij is mijn hoofd. Met me in het tool, met me in het fear, met me in den stad. Loot mijn leven aanbid God, halleluja. We zijn niet alleen, God läuft uns wirklich. Halleluja, oh preis den Herrn. Gott läuft uns wirklich. Gott läuft uns wirklich. Sieh nicht nur das hinüber, sieh nur Bäumen auf keine. Wir kommen an das Feld und für jeden Heilung. Sieh nicht